die Damen und die Herren, ich gebe mir erlauben, euch ganz herzlich auf dieser Pressekonferenz zu begrüßen. Eine Pressekonferenz, die wir am Kader von dem Erbestellen vom Komitee Permanent du Travail de l'Emploi abberufen und vom Minister, vom Erbischer Beschäftigungsminister, den 20. Februar, also Mittwoch, abgerufen ist, der Grund sich für die Reunion vom CPTÖ, für auch für die Grund für die Reunionen, die wir überhaupt in der letzten Zeit hatten, aus der Entwicklung vom Chômage für Zölen ganz gut bekannt sind, wo schaut nicht, ob die Zölen abkommen, angehen, die Situation vom Chômage aus sich nicht gut, sie hat sich auch noch verschlechtert. Und sich als den Hauptmotivation für eine Reihe von Pisten zu finden, die der Entwicklung entgegenwirken. Die Position vom LCGB hat auf 4 Leute, wir haben das an einem größeren Papier zusammengefasst, ich will auch direkt Papierweise, dass dafür eine Synthese von 2 Seiten, wo die wichtigsten Punkte zusammengefasst sind. Das ist so, dass wenn man halt so als beim Chômage beschäftigt und überlegt mal die Gründe, die halt vom Chômage hört, dann stellt ihn einfach fest, dass mehr Arbeitsmarkt also grundlegende Changements stattfinden. Das sind wir zu allererst Restrukturationen und Reorganisationen. Ich habe ein bisschen den Grund gemacht, wir haben in den letzten 5 Jahren an den Banken durch Sozialpläne rund 1500 Arbeitsplätze verloren. Das sind die, die annonciert sind, nicht dabei. An der Industrie haben wir, wenn ich ArcelorMittal, Rodocher Schöffling, noch betrüchten, das zwar kein Sozialplan gewesen, weil wir da ja ein Modell haben, aber dann nichtsdestotrotz haben wir da auch 1000 Arbeitsplätze verloren. Und die Entwicklung ist alles anders wie gut, die Entwicklung die ist dramatisch. Wir stellen fest, dass wir konjunkturelle Krisen haben, ausgelöst von der Finanzkrise 2008, der Bankenkrise 2008, wir haben strukturelle Prozesse, Bankplatz wird aufgrund vom Verschwanden vom Bankgeheimnis ein ganz anderer Nuss kreieren. Wir haben noch immer eine Reorganisation für die Produktivität zu verbessern. Dazu in der Job nicht sich verleugnen, dass ganz einfach Betriebe für auf nationalen, regionalen und europäischen Plan kompetitiv zu bleiben und ihre Produktivität reingehen. Und nur sich eine Globalisation an die Hummer ohne Leitplanken, ohne Spielregeln, das ist auch ein Element. Und wir stellen fest, dass an der Situation halt die stärker Matterbeter, die dann sich gut formiert sind, die sich stärker Kompetenzen haben, auch werden sich können reorientieren. Das ist aber so, dass die Schwach riskieren, durch die Grill zu fallen, wenn die Stadt ein bisschen sarkastisch so, an die dann extrem Probleme haben, sich werden, um Arbeitsmarkt frisch zu positionieren. Dort haben wir eine Entwicklung am Jugendchômage, die auch nicht gut ist, wo wir gesehen, dass es aufhängig ist von der Qualifikation. Wir stellen noch fest, dass wir heute eine Entwicklung haben, die wir schon eine Reihe von Jahren haben, wo wir feststellen, dass Leute neben den Problemen, die sie der Qualifikationszeit tun, auch eine Reihe von ein Teil von den Leuten, eine Reihe von Probleme bei sozialen Kompetenzen haben. Das heißt, du musst ein soziales Enkadrement gemerkt für einfach den jungen Leuten eine Chance zu geben, für eine Insertion in den Arbeitsmarkt können zu garantieren. Der LCGB hat sich Erbestellen, die wir letztes Jahr an dem Dossier angefangen haben, zu diesem Sujet sich mal versucht, eine Analyse zu machen, was man in den letzten 40 Jahren an diesen Dossien am Chômage sich alles am Land abgerichtet, was man sich da geschafft hat, was als für Strukturen und Instrumente entwickelt sind, sich von den Elementen, die an den letzten Jahrzehnten gut funktioniert haben, ausgehen, für sich eine Reihe von Überlegungen können zu fehlen. Als echt von denen Punkten, die wir aus den letzten Jahren haben, gebe ich mal auf die 1975 zurückholen. Du hast die Vision Antikrise angefordert gehen. Das wäre so über das Gesetz, was der Regierung erlaubt hat, Mesuren zu holen, für konjunkturell bedingt Entlösungen zu verhindern.
Du sind die berühmten Travaux extraordinaires d'intérêt généraux angefordert, die definiert die Leute an den Betrieber kein Erbecht mehr hat, Erbechte kriegt, die dem Allgemeinwohl, weil ich das so sich genutzt haben. Und du hast natürlich auch dann das von der Regierung noch begleitet, die noch finanziell für zu evitieren, dass die Leute entlos gehen. 1976 als der Fonds Pôle emploi gegründet ging. Du hast mal letztens Fonds de Chômage angefordert, das heißt, du hast so viel gesucht, dass so ein Dosi für die Chômeren zu indemnisieren, aber auch für alle die Mesuren, die man auch kann, zu finanzieren, die nötig sind, für Leute an den Markt anzubringen, Insertion oder Reinsertion. Du hast die am meisten bekannt ist, dass das Reemploi, die sich ganz viel benutzt in den letzten Jahren, an die auch ein wesentliches Element ist an der ganzen Überlegung. Dann als Ende der 1970er Jahre eine neue Überlegung mit auf den Weg kommt, eine dritte Sache, wo sich gesagt wird, es muss geguckt werden, dass man nicht nur Gründe vom Chômage abfängt, die konjunkturell bedingt sind, oder strukturell, mir auch mal, als ich Gründe Gedanken machen, vom Chômage, die mit den Leuten selber zu dienen. Das heißt, 1977 als per Gesetz so angefordert ging, dass Umschulung, Initiationskuren, Orientation professionell für die Jungen gemacht gehen. An das Beispiel wird sich daraus entwickelt, das zellulare Reklassement. Zellulare Reklassement, die an der Psychologie sich dafür gesucht hat, dass Leute abgefangen sind. Aber nicht wie wir an der DAC sind Leute beschäftigt gehen, wie sie sind sich an engem ihrer Formation continue, Formation sur le terrain, sie sind umgeschult, die für einmal Erbechte können zu machen. Das prominentes Beispiel ist sicherlich Situationen wie Tegevin, 97, 98 zugesagt gesehen, da wir rund 3000 Leute umgeschult, die für andere Psychologie können einer Funktionen zu überholen, weil du so stimmen uns bei dem ganz großen Succès kommt aufgeschlossen. Als viertes Element würde man sich von den 90er Jahren Beschäftigungsinitiativen zitieren, dass es so, dass die von der Ökonomie sozial, von der Ökonomie solidär weiterentwickelt hinaus, sich für Beschäftigungsinitiativen dafür gesucht, dass wir stärken Enkadrement bei der Formation, aber auch bei den sozialen Kompetenzen von den Jungen sich zur Verfügung gestaltet hinaus, dass du sich Strukturen entwickelt gesehen, dass Aktivitäten entwickelt gesehen, für Junge auf Närbesmärkte ranzukriegen und natürlich auch für Schomeren abzufangen, an hinterem einen neuen Platz können matt zu sichern. Wenn wir also die dritten Elemente und Instrumente erholen, da sind die Überlegungen vom LCGB heute so geacht, dass wir aus den Erfahrungen von der Vergangenheit die bestehenden Strukturen und Instrumente wollen so gestalten oder anpassen, adaptieren, für eine Antwort auf den Chômage von heute können zu finden. Eine Antwort, die sich kein von den Leuten, die heute konzerniert, das fallen ist. Eine Antwort, die also alle Einzelnen abfängt und über eine Art und Weise, die dann auch vom Einzelnen aufhängt, dafür sorgt, dass die Leute an einer Beschäftigung können finden oder können bleiben oder an eine neue Beschäftigung können rankommen. So ist es für uns nötig, dass die betroffenen Salarien enkadriert gehen, dass man an einer Situation, wo Betrieb der Leute aufbaut, an unsere Ökonomie gucken, an den einzelnen Sektoren Strukturen abzurichten, Strukturen, die Gestion vom Sureffektiv können erlernen. Die Strukturen müssen von der ADEM als Koordinationsstruktur geriert gehen und die Employer müssen auf allen Niveaus mit abgezogen. Die Strukturen sind sich vergleichbar mit der CDR und der Psychologie und funktionieren sich nur 4 hierarchischen Niveaus. Der nächste ist den, dass sie sich wandern geplant als Leute aufzubauen oder wandern sich definiert als Leute aufzubauen, das Salari an die Struktur erkennt und eventuell kann direkt bei einem anderen Patron weitervermittelt gehen. Da das entweder am Sektor selber möglich oder da das sich an einem anderen Sektor möglich ist, das ganz muss am Sektor geguckt gehen, die homogenen Sektoren wie der Bau, wie die Finanzplätze, wo das ohne große Probleme möglich wird.
von dat am Sektor selber net méch muss gucken, ob net kann in an den anderen Sektor weiter zu vermitteln. Am Fall wo dat net gelingt, am Fall wo je merkt, dass sie fir de Salari net direkt eng anderen Platz fënnt, also das soll, dass mehr der Meinung sind, dass die Salari muss an der Beschäftigung bleiben iwwer de Pré temporär de main d'oeuvre, wo dann aber direkt muss geguckt gehen, wann Lakunen am Niveau von der Formation sind, dat mat Formation kontinu zu begleden, für sech Möglichkeiten zu verbessern, für die Mönch können an einen Arbeitsplatz ranzubringen. Stell den aber fest, dass dann an einer dritter Vers der Salari nicht wie kann im Arbeitsmarkt platziert gehen, kommen an einem Modell Beschäftigungsinitiativen zu drohen, die sich dadurch, dass sie können ein besseren Enkadrement für die Menschen gehen, dass man also sich Formationen können nachpussieren, sich können da lernen, die Leute in einer Beschäftigung zu haben, eine Umschulung zu machen, an die TV Leute auf den echten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wenn ich aber am Ende von dieser ganzen Prise en charge, dass wir bei einer Beschäftigungsinitiative sind, dass sich im Prinzip 2 Jahre feststellt, dass sie keinen Arbeitsplatz für einen Menschen finden. Es werden immer eine limitierte Zahl von Leuten geben, die sich ganz schwierig zu platzieren. Sie sind mehr der Meinung, dass die Leute nicht an den Chômage schickt, dass die Leute auch nicht an den RMG schickt, aber dass sie für die Leute, die sich guckt, dass sie Arbeit finden, so wie Tag das vorgesehen hat, an den 70er, 80er Jahren, für sich Travaux d'intérêt généraux zu machen, wo die Leute sich eng sinnvoll, eng dezent Arbeit können machen, und wo ihre Lebensstandard sich garantiert wird, für dass die Leute sich an der Aktivität können bleiben und dass auch die Existenz an dem Sinn aufgesichert ist. Das ganz beruht natürlich darauf, auf der einen Seite, dass die Koordinationsstruktur da dann also die Mission hat, die betroffenen Leute zu vermitteln, und sinnvoll zu beschäftigen, die Formation von den Leuten wohlnötig zu verbessern, für sich zu evitieren, dass die Leute ohne Beschäftigung müssen daheim bleiben. Wir sehen das als eine Check über Leute müssen daheim bleiben. Wir fanden das sich absolut nicht gut, weil wir vergeuden dort Talente, die man sich der Bruch lassen, an dem man in dieser Gesellschaft aber braucht. Die betroffenen Salari, die Leute selber, kriegen auf der einen Seite also eine Garantie von ihrem Lebensstandard, muss ihnen also das Prinzip von der Garantie auch können erfahren. Und auf der anderen Seite gehen sie aber auch gefordert. Weil sich die Leute müssen die nötige Flexibilität, dann noch das Engagement und den Tag legen, für Mathe zu helfen, dass sie können neu Arbeit finden. Das ist ein System, das alle die Einzelelemente aus den letzten Jahren zusammenführen. Und wir sind der Meinung, dass das die einzige Art und Weise ist, mit der wir können eine gewisse Garantie geben, dass man nicht weiter an eine Chômage rangehen. Wir haben heute eine Chômage, die aus ökonomischer Natur, wir hatten Jahre, wo die Chômage unter 3% wäre. Da wird ganz oft dafür Vollbeschäftigung geschwärzt, dass das eine gewisse soziale Chômage. Wir stellen fest, dass die ökonomische Entwicklung dazu geführt hat, dass man ökonomische Chômage kriegen, aber wir wollen evitieren, dass man strukturelle Chômage kriegen, immer mehr Leute an Chômage, die man sich nicht platziert hat. Wir wollen noch daran erinnern, dass man trotzdem, dass man ja der Chômage einfach relativ stark abgesetzt und in einem Jahr immer noch netto Arbeitsplätze an diesem Land kreieren. Und solche über TV sind mehr der Meinung, dass man für eine ganze Reihe von diesen Leuten Lösungen finden. Was spezifisch die Jugendchômage angeht, das eine Sache, die davon die zusammenhängen, dass die nach Woche getrennt muss davon gucken. Du stellst dir fest, dass beim Jugendchômage muss das, wie kriege ich die Jugendlichen auf einen Arbeitsplatz ran. Das ist das immer der Meinung, dass man sollen für eine Balance von das bei der deutschen vom dualen Ausbildungssystem sorgen. Das heißt, wir sind der Meinung, dass dadurch, dass das Mittal sich sieht, dass sie wollen dem Formationszentrum zu dürfen in einer Nuss gehen, dafür muss gesucht gehen, dass in eine nationale Initiative hält, für eventuell nicht eventuell, aber für sich ein Industrielayer auf nationalem Plan zu schaffen. Das ist so, dass dort auch Logistik müsste man daran gefordert gehen, dass ein Sektor, den von der Regierung ganz stark soll entwickelt gehen. Aber man sieht auch der Meinung, dass man an dem dort Sektor vielleicht eine Reihe von Berufsbilder können
kreieren eng Reife Berufsbilder hunn, die iwwer eng Leiier junge Leiitkinden erläben zu enger Erbecht ze kommen. An Schmenge Betrieber sie nie so gut serviert wie dem Moment, wo sie Leute selber formieren oder an eng Ausbildungszentren, wo sie dann selber auch iwwer den een oder den anderen We mat Ke an der Gestion mat dranhenken, wo sech defirkete sugen, dat se sech Leiit so formiert kreen, wie sie se da brauch. Mi hun awer dann do den nieft immer de Problem vun schlecht oder gudet qualifizierte Jonken. Du hat man als LCGB sech ugerecht, dass man gefen den spezifischen Contrat Insertion Emploi für ganz schlecht formiert Leutplan, den dann gift operieren, dass bei Patron gift geguckt, die wat sind Posten, die do vorkommen, Postebeschreibungen zu machen, Information sur le tas am Betrieb zu organisieren, weil also am Betrieb zu formieren, dass es so, dass du auch ein Pilotprojekt an dem Sinn lebt, wo mat Beschäftigungsinitiative geguckt wird, am Betrieb Information zu machen, aber das sozialen Enkadrement, die bei den Jungen durch ganz nötig ist, über Beschäftigungsinitiative dann beizubringen, für dann über TV die Piste zu gucken, ob die Piste kein funktionieren. Und wir sind auch der Meinung, dass das ganz sinnvoll ist. Wir sind der Meinung, dass die Regierung an dem ganzen Domain eine ganze Initiative geholt wird, dass nicht das nicht geschieht ist. Muss ich feststellen, dass ganz viel probiert ging, dass ganz viel probiert wird. Wir stellen aber fest, dass der Succès, den wir heute tun, nicht den als Kinder lernen, sich also zurückzulegen und mit einer gewissen Zufriedenheit darauf zu gucken. Wir sind der Meinung, dass man muss an dem dritten Sinn noch ganz stark weiter schaffen. Ein weiteres Element, das für uns indissociabel ist von der ganzen Überlegung von Gestion von der Sureffektive vom Jugendchômage, das sind Präretreten. Präretreten sind ein sinnvolles Element für eine Reihe von Leuten, die Probleme da sind, eine Sorte zu ermöglichen, eine Sorte, die sozial akzeptabel ist. Ich will daran erinnern, dass Präretretenajustement aus solchen Betrieben benutzt gehen, wenn man sureffektiv sind oder wenn man ein schrecklich Wort, Reéquilibrage der Pyramide des Âges, natürlich, wo man feststellen, dass es sich am Betrieb die Jahre nicht angestaltet ist und dass sie da sich Platz auch zu machen für die Junker, du könnt ihn auch dann Solidarität holen. Wir sind nicht der Meinung, dass Solidarität sich nicht funktioniert wird. Wir stellen aber fest, dass zum Beispiel Betriebe wie Daxel und Mittal, die haben eine Präretreat-Solidarität gekriegt an der letzten Stolzrepartie und die also umgewandelt ging an de facto ein Ajustement, weil die haben eine Dispens gekriegt für zu embauchieren. Dass sie halt nicht kann so, dass Präretreat-Solidarität nicht funktioniert. Daxel Mittal hat eine Dispens gekriegt, weil durch die Fermeture von Rodanger Schöffling natürlich sureffektiv entstanden ist, die muss aufgebaut. Wir wollen mal darauf hinweisen, dass die Schichtpräretreat bestehen muss bleiben. Leute mit schwierigen Arbeitskonditionen oder Schichten sind schwierige Arbeitskonditionen, müssen Möglichkeit kriegen, wie bislang auch zu einem gewissen Moment aus dem Leben rauszuklammen. Dann ist es so, dass man bei der Präretreat progressiv durch eine Diskussion noch für den Hund, wie man eine neue, mehr attraktive Form von Präretreat progressiv können finden. Ich stelle fest, dass die Präretreat progressiv, die seit 1990 am Gesetz steht, ich meine, sie als ein Dosenmal benutzt geht, sie also nicht ganz oft benutzt geht. Und wir meinen, dass sie in Haut vielleicht dafür nicht sorgen, dass die Leute bei einer neuen Form von Präretreat progressiv echt könnten, aufhängen, rauszuklammen mit 50 zum Beispiel. Aber dann ein Engagement gibt nachgehen, dass sie bis zum Beispiel 60 Jahre aktiv bleiben. Da muss ich gucken, wie gestaltet die Remuneration, wie gestaltet dann die Freizeit, wie kann ich das mit der Arbeitszeit übernehmen, dass ich da eine anständige Lösung finde. Weil wir sind der Meinung, dass die dort Leute auch verstärkt geholt gehen, für junge Leute zu formieren, zu enkadrieren am Betrieb, für sich die jungen Leute, die dann wie schwach qualifiziert sind, an den Arbeitsprozess noch heranzubringen. Eine weitere Überlegung, die man in dem ganzen Kontext gemacht hat, ist die vom Reklassement professionell. Wir stellen fest, dass das hier so Gesetz überschafft wird. Wir haben noch ein Interview mit dem Arbeitsminister gehabt und da war auch der Minister für die Sécurité Sociale dabei. Wir sind der Meinung, dass so wie die Gesetze halt geächt sind, wir riskieren, die Leute an Reklassement extern zu schicken, riskieren, auf den Abstellgleis zu kommen.
Und dass man sich als ganz viele Gedanken muss mehr, wie man do die Leute opfänken, wie man die Leute aber an eng sinnvoll Beschäftigung können raffieren, noch durchstellt froh sich, ob die nicht geht, an Richtung geht, von dem was ich genannt habe, Travaux extraordinär d'intérêt généraux, dass ihnen sich die Leute opfängt, an denen eine sinnvolle Tätigkeit gibt, an dem Moment auch ihre Lebensstandard an ihre Existenz besser aufsichert, wie das am neuen Gesetzesprojekt der Fall ist. Wir sind der Meinung, dass Leute krank sind, also sie können Nährbeschnitt nicht machen, muss ich gucken, was die Leute noch können schaffen, für sie dann abzufangen. Auch da will ich an der Chirurgie, Beispiel von der Chirurgie gehen, wo man einen gewissen Sureffektiv 2 hat, CDR2, wie man das genannt hat, wo die Leute, die eine ganze Reihe von Gebrüchen dann hatten, die sich nicht mehr konnten am Produktionsprozess mitschaffen, wo bei einer Weise abgefangen gesehen, dass die Leute auch gewisse Kriterien brauchen, sind auch Tätigkeiten, die da können machen, aber vielleicht nicht abgeschoben. Und das also sich etwas, was mir nicht gut geht. Da stellt sich natürlich froh, hochschließend von Finanzement von dem Ganzen. Du hast so, dass ich so wahrscheinlich auch eine gewisse finanzielle Menge braucht. Du siehst mir der Meinung, dass halt ein Impôt die Solidarität muss spielen, die Solidaritätssteuer muss der Teil finanziert kriegen. Wir sind noch der Meinung, dass Kasten einfach mich schneller aufgehen, weil über die Prätemporäre auch die Patron, die dann in Teil von denen Kasten können abhängen. Der Chômage indemnisé geht hoch, wenn man Leute sich echt an so Strukturen hängen, wie das man sie bezahlen oder hinein so dahin zu bleiben, und wir kriegen aber noch Tätigkeiten gemacht. Und der dritte ist, wir brauchen einen ganz starken Engagement von den Patron. Ich will daran erinnern, dass sie sich halt über Sozialplan die auch Kasten generiert sind. Die Kasten sind nicht zu vernachlässigen, weil Leute aufgebaut gehen. Da muss das über den Sozialplan noch begleitet gehen, durch die Kasten, und die Kasten geben über DW auch nicht aufhören. Es wäre also nicht für Patron, wo sie sich mit billig und den Aufbau kommen, wo sie sich mit engagieren, für einen Weg zu gehen, dass von auf der enger Platz Leute aufgebaut gehen, so auf der anderen Platz könnten abgefangen gehen, für die Leute, die sich an ihrer Beschäftigung zu halten. Für sich halt ganz viel Koordination, ganz viel Organisation gefordert, für ganz viel Formation mit den Leuten zu machen, für ganz viel Enkadrement bei jungen Leuten gefordert, auch soziales Enkadrement. Und wir sind der Meinung, wenn man nicht da tut, an einem neuen Prozess umgehen, da packen wir weder Problematik vom Jugendchômage noch packen wir Problematik vom Chômage en tant que tel. Wir wollen immer streichen, dass die Regierung eine ganz Reihe von Initiativen überholt hat. Wir sehen aber halt nicht, dass die Initiativen sich alle zu einem zufriedenstellenden Resultat liefern. Aus dem Grund haben wir sich letztes Jahr angefangen, als Gedanken zu feiern. Wir haben das nur an einem Papier gebündelt, und wir wollten das halt auch sich der Presse mitteilen, weil wir das am 20. Februar an die Reunion vom Comité permanent du Travail et de l'Emploi gerne drauf lassen.